Ausgeraubte Wiesenbesucher, Spanner auf den umliegenden Hügeln, Kokser hinter den Festzelten. Hier sorgt Michael Schwabe mit der Einsatzgruppe verdeckte Ermittler jede Nacht für Sicherheit und Ordnung. Der 33-jährige Polizeihauptmeister weiß genau, wo die Brennpunkte sind. Um die Zeit ist der Hügel hinter den Ausgängen von den Bierzelten immer recht interessant. Da liegen die ganzen Betrunkenen rum. Und da kommen ganz gezielt eben Taschendiebe, die dann versuchen, die Betrunkenen zu bestehlen. Am Wochenende wurde ein dreister Trick der Taschendiebe beobachtet. Diese junge Frau legt sich einfach auf diesen Betrunkenen und leistet Kuscheldienst, während die Komplizen die Taschen des Oktoberfest-Bieropfers filzen. Sie klauen sein Handy und Zigaretten. Diese Situation wurde durch die Überwachungsanlage der Polizei festgehalten. Die dreisten Taschendiebe wurden gleich von den Einsatzkräften festgesetzt und müssen jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Wie viele Opfer auf diesen Trick hereingefallen sind, ist bisher noch unklar. Es gibt aber auch andere Probleme auf den Hängen hinter den Festzelten. Die Zahl der Vergewaltigungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr schon jetzt vervierfacht. Ja, da oben hängt der Typ rum, der schaut die ganze Zeit dem Pärchen zu und fingert sich selber die ganze Zeit in der Hose rum. Und den hauen wir jetzt einfach weiter. Dem geben wir jetzt einen Platzverweis. Jetzt heißt es schneller Zugriff, bevor der Mann entwischt. Schwabes Kollegen haben den Spanner geschnappt. Er versucht, sich rauszureden. Nichts gemacht, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin ja noch nie auffällig gewesen oder sonst was. Wie jeder Voyeur wird auch er erkennungsdienstlich behandelt. Doch er ist noch nicht einschlägig vorbestraft. Platzverweis. Hinter den Festzelten werden auch immer häufiger Drogen konsumiert. Die einzige Chance, dieses Problem in den Griff zu kriegen, ist der gezielte Einsatz von verdeckten Ermittlern. Die Truppe um Michael Schwabe hat 2 Jugendliche im Visier, die sich ziemlich auffällig benehmen. Sofortiger Zugriff. Die Neuseeländer sind völlig überrumpelt, wehren sich nicht. Sie scheinen von dieser Chipstüte Kokain gezogen zu haben. Die Ermittler suchen nach den Drogen und sind erfolgreich. Die Beweise werden sichergestellt und für die neuseeländischen Wiesenfans endet die Party auf der Wiesenwache. Wir haben einen Brief von Kokain gefunden bei dem einen und der muss jetzt eine Sicherheitsleistung zahlen. Die ist festgelegt, ja, wird immer abhängig von der Menge natürlich, die aufgefunden wird, aber die wird sich so auf 200, 250 Euro einpendeln und danach, weil er die Sicherheitsleistung bezahlt hat, wird er wieder entlassen. 5 Wiesentage liegen noch vor den Mitarbeitern der Münchner Polizei, eine Zwischenbilanz. Es ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches passiert bis jetzt, Gott sei Dank, weil alles, was außergewöhnlich wäre, wäre negativ und deswegen können wir bis jetzt sehr zufrieden sein. Michael Schwabe hofft, dass sich der leicht rückläufige Trend bei den Straftaten auch in den letzten Tagen bestätigt und die Besucher der Wiesn sicherer als in den Vorjahren feiern können.